Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Und jetzt brechen wir mal hier ein, schwer gerüstet wie wir sind, und helfen mal der Clay. Okay, darunter. Kennen wir noch aus The Last of Us. Da wird's ähnlich geregelt. Okay, und jetzt runter. Jo. Und leise natürlich. Mal absolute Spezialität. Aber wir haben Schalldämpfer das mal wieder. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Habt ihr hier irgendwo noch Amethystschätze oder so gebunkert? Ich hätte gerne noch ein persönliches... der persönliche Schmuckkasten vom Talbot geplündert. Seine Manschette-Knöpfe mit Amethyst. Alter Falter. Anscheinend geht's auf der anderen Seite raus. Also manchmal ist es mit der Schätze hier echt, oder meistens ist es mit der Schätze hier echt ziemlich blöd geregelt, etwas unlogisch geregelt. Ich bin ja mal gespannt, wie das bei Uncharted 4 sein wird, weil da habe ich noch gar nichts dazu gesehen. Kein Let's Play oder sonstiges. Ja. Ja, fantastisch. Ja, mir geht es natürlich wieder blendend. Auf der Gabelstapler können wir auch nicht. Wir können auch keine runde Gabelstapler Klaus spielen. Was ist? Oh ja. Okay, wunderbar. Ich mag mich aber erst nochmal hier umgucken, Elena. Und, nee. Wenn wir den Gang rausnehmen, können wir es bewegen. Ich schiebe, du lenkst. Natürlich mache ich das. Ja, prima. Ja, der Berg hoch wird nochmal ein bisschen problematischer, denke ich. Ja, da muss man jetzt drücken wie ein Ochs. Wie weit noch? Fast geschafft. Mach weiter. Hast du mal nach Schlüsseln geguckt? Schieb weiter. Okay, du hältst es und ich steig aufs Dach. Okay. Los, es rollt weg. Ja, dann... Wie war das? Ich gehe aufs Dach? Ich kann es nicht mehr halten. Ja, okay. Ja, dann geh aufs Klo, wenn du mir halten kannst. Natürlich. Nee. Das hat wehgetan. Aber ich muss sagen, ich mag die Elena eigentlich lieber als die Chloe. Die ist mir erheblich sympathischer, die Elena. Ich bin auch froh, dass die Desmo wieder mit dabei ist, muss ich sagen. Und was sind wir hier? Nichts mehr von Interesse. Ja, da kannst du ruhig ganz loslassen. Ich glaube, hier stürzt nicht in den Tod, Nate. Ja, los. Dankeschön. Okay, was sind wir hier? Und... Können wir da irgendwas für sie öffnen, oder? Sie muss ja irgendwie auch noch hochkommen. Ja? Ah ja. Da ist das Flugzeug, da hinten ist die Stadt. Wow, wie geil gemacht da war, oder? Warte kurz, ich öffne die Tür. Welli der. Aber Mann, oh Meter. Wenn das nichts ist, wenn das kein Ausblick ist, dann weiß ich auch nicht. Kann man da was hier öffnen? Oder sind dort irgendwelche Gestalten unterwegs? Es tät mich nicht wundern, wenn hier auch irgendwelche Gestalten unterwegs wären. Okay, von hier oben sehe ich mal nichts. Hier ist auch kein Schatz oder so verborgen, den wir verpasst hätten. Gehen wir doch mal so. Und so runter. Sehr elegant wie immer. Oh, natürlich sind hier Gestalter und Handlanger. Gott. Die Magnum mag ich erstmal nicht, aber die Schrotflinte nehme ich doch sehr gern. So. Wow. Okay, die kann ich jetzt der Hase kennen. Deswegen nehme ich jetzt erstmal die Magnum. Okay. Ey! Herr Uff. Ich wäre nicht so gern arg geschossen, mein Lieber. Und... Ja, fast. Komm her. Zack. Wunderbar. Kann ich auch die Para jetzt nehmen, als etwas bessere Handfeuerwaffe. Die Mikro, die kennen sie sich gerade, wo hier schiebe, wo keine Sonne scheint. Die mag ich nämlich nicht. Aber die Para will ich. Okay, jetzt will ich aber hier erstmal noch Schätze gucken.
Okay. Naja, mein Schalldämpfer, den kann ich jetzt eigentlich der Hase geben, um ehrlich zu sein. Da ist nix. Okay. Nix. Ach, glaube ich nicht. Das sehe ich anders. Na, wo sind sie dann? Da ist noch einer. Das ging ja fix. Ja, Okay. du? Wunderbar. Gleiches Spiel? Ja, das könnte noch mal klappen. Okay, hier drin haben wir dann auch nichts mehr. Okay. Hei. Na gut, gleiches Spiel anscheinend. Dann machen wir das nochmal. Da hätten wir aber eigentlich auch mit Fahrer kennen, oder? Naja, egal. Weil ich glaube, da hätten sie die Schlüssel eigentlich nicht rausgenommen. Naja. Es rollt weg! Es rollt weg! Wow. Dann halt's doch. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Naja, wir machen mal mit das Beste draus. Okay, der ist tot. Oh. Hör auf. Das sind aber auch ziemlich dumm, die Typen, oder? Also die cleverste ist das nicht. Du hättest ja nicht die A-Mannschaft Spieler. Hier an dem Hangar. Die spielt hier definitiv nicht. Okay, das nehmen wir uns auch noch. Da haben wir jetzt mal ordentlich Wumms. Und an Schätze haben wir hier erstmal nichts. Nix, was irgendwie bedeutsam wäre. Was in unserer Sammlung obskurer Schätze geraten könnte. Nix. Okay, dann gucke ich nochmal, ob er alles ab. Nee. Sieht soweit ziemlich leer aus. Ich nehme an, links muss ich rein. Da ist immer aber nichts. Okay, da muss ich wahrscheinlich da links rein, schätze ich jetzt mal. Zack. Wieder nur jede Menge Gestalter. Gucks. Mist. Wir wurden entdeckt. Das habe ich provoziert, Nate, das Entdecker. Ja, stirb doch endlich. Halt den Kopf unten. Was war dann das hier? Runter! Okay, das war nicht schlecht. Bumm. Gut, die hätten sich doch selber gekillt. Das ist echt immer nicht schlecht, sowas. Der kann sich auch ruhig in die Luft jagen, der Depp. Was ist denn das jetzt an Musik? Gott, das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht mit einem Rumgeknödel. Trophäe erhalten. 30 Eliminierungen MKNDI, also mit der Granate. Also die Musik ist ja alles echt zu witzig, wenn dann immer so arabische Elemente mit drin sind. Okay, hier ist noch ein Schatz. Hier liegt zufälligerweise in der verschimmelte, verranzte, total verlassene Autowerkstatt ein Meile Vogelring. Natürlich. Ja, dann vergesse ich auch immer, ich meine, die Kfz-Meister und so, die tragen sowas und nehmen das natürlich immer ab, bevor sie sich um so ein Opel Kadett oder was auch immer das ist, kümmern. Ist doch logisch. Alter Kerl. Okay, das war jetzt voll in der Schrotreihe gerannt. Jetzt sehr clever. Aber ich habe es noch überlebt irgendwie. Ist doch noch so ein Hansel. Gibt's dann das? Die sind aber aufdringlich, die Kerle. Echt mal, nein. Okay. Überlebt Hammers. Da ist ja noch so einer. Drecksack. Oh, die Kerl wollte ich eigentlich nicht. Ich bleibe jetzt erstmal eine Runde bei der Schrotflinte. Wupp. Schädel runter. Komm her. Anna. Tschüss. Du lebst ja als noch? Hartnäckiger Schweinehund. Hey. Du, Elena, warum hast du dich nicht um den Typ gekümmert? Hallo? Ich glaube, es hackt. Kann man den erwischen? Ja. Sehr gut. Mist. Ja, Igitt. Mistkerl. Ja, da hat, glaube ich, die Waffe übernommen von dem anderen Typ, oder? Oder ist der zu blöd dafür? Naja.
Wir werden es gleich rauben. Der steht doch einfach nur, bis er abgeschossen wird. Lebende Zielscheibe und so. Hoppla, das war die Elena. Ich habe mich schon gewundert, warum der Typ so schlank ist. Okay. Gott. Mann, immer die gepanzerte Typer. Dass die immer so hartnäckig sein müssen. Okay, dich kriege ich aber auch noch. Von hier aus nicht. Aber uns fällt schon was ein. Ah, das ist nur die Elena wieder. Okay. Glücklicherweise hat die uns nicht gekillt. Und den Typ kümmere ich mich aber gleich noch. Okay. Sieht soweit eigentlich ganz ordentlich und aufgerahmt aus. Und glücklicherweise habe ich auch meinen Emaille Vogelring noch mitgenommen. Tatütata. Entschuldigung, das muss einfach sein. Das ist dann so ein Zwang bei mir. Das muss ich dann einfach sagen. Nee, gerade bei deiner Gegenstände hier ist es als so überzogen, muss ich sagen. Ich meine, wenn es jetzt irgendwo in einer Museumssammlung oder sonst wo wäre, na meinetwegen, dass man da so Prunkstücke ausstellt, aber dann nicht in einer verranzte Kfz-Werkstatt, wo Opel Kadett oder ähnliches benutzt und wieder einigermaßen fahrtauglich gemacht werden, für was auch immer. Naja. Ich nehme es, wie es kommt. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Okay, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nee, das... Oh! T-Bolt Sniper. Probieren wir da gleich mal aus. Boah, scheiße. Ja, das ist schon mal ein ganz anderer Klang als die Dragunov. Das ist ein ordentlicher Brummer. Nehmen wir wieder Calcifer. Ja, auf die Dinger sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr schießen, solange ich noch die Gelegenheit dazu habe. Da habe ich jetzt aber auch nicht noch irgendeinen Schatz drin. Da liegt auch nichts zufällig drauf. Okay. Es könnte ja aber auch irgendwie sein, dass die Typen so ein bisschen von der Beute sich abzweigen und das dann irgendwo versteckeln. Das könnte natürlich erklären, warum du in so einer Bude dann so ein Prunkstück rumliegt. Ach ja, ach ja. Man weiß es nicht so genau. Manchmal will man es auch gar nicht wissen. Ich finde aber auch, dass man durchaus auch so etwas logischere Schätze da hätte nehmen können, die jetzt vielleicht nicht so atemberaubend sind, aber dafür recht logisch, wie so, was weiß ich, Keramikfäser oder sowas, besonders schön verzierte Keramik und so. Ach, das ist was wert. Ich meine, nur weil etwas aus Gold, oder es muss ja nichts unbedingt aus Gold sein, nur dass es historisch oder archäologisch wertvoll ist, du hilft auch sehr gut in Schuss kalten die Prunkkeramik. Ach, die kann man nehmen. Oh, schick. Schick, schick, schick. Das ist wohl... Das ist wohl das Ziel unserer Träumer. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt hier. Nehme ich jetzt mal so ganz Sherlock Holmes mäßig an. Hoch geht nicht. Aber runter geht. Okay. Jawohl. Hier liegt nicht noch irgendwas. Und, ich habe gedacht, da wäre ein Toter. Das war aber nur Gras. Okay. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja, Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. okay, Halt mir den Rücken frei. mach ich. Hey, was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt, ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein! Bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Ich habe dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht Ich verlieren. packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Du hast nicht viel Zeit. War noch so ein netter Kuss hätte noch sein können. Damit man wenigstens noch was Schönes hat, bevor man so einen Scheiß hier macht. Ach, schade. Jetzt ist die wieder fort. Jetzt sind wir wieder in das Solo
Kampagne ohne NSC. Schade drum, sie ist fort. Und ich bin wieder allein. Sie ist weg. Und ich bin wieder allein. Warum habe ich jetzt wieder die Pistole? Hey, wo ist mein... Hallo? Wo ist dann mein tolles... wo ist dann mein tolles Gewehr hier? Das gibt's doch gar nicht. Habe ich doch noch alles gehabt? Das ist gemein. Ich verlange Schiebung. Okay, da ist nichts. Ui. Die wieder schaffen, nur die Knödelköpfe, nur damit ich nicht hinterher kann. Hallo, mein Kumpel. Dankeschön. War's das? Okay, das scheint es gewesen zu sein. Boah, schallgedämpfte Pistole will ich nicht. Hallo, stirb bitte. Die Musik ist zu geil mit dem Rumgeknödel und Rumgetrödel. Okay, ich schätze einmal hier, ach, kenne ich mehr. Dann muss es mal hier weitergehen. Entschuldigung, das ist zu blöd als mit der Musik. Ich musste bei sowas echt lachen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich keinen Respekt vor orientalischer Kultur oder so hätte. Aber ich finde es als so unpassend bei so einer Action-Musik dann so Rumgeknödel noch dazu zu machen. Genauso bei der Sterbemusik immer mit dem Knödel. Das ist so unpassend. Ach Gott. Okay, da finde ich dann so die normale Action-Musik eigentlich sehr viel cooler. Die ist ja auch orientalisch angelehnt und verzichtet ja auch auf diese Tröte oder was auch immer. Ut wäre noch geil, wenn jemand Ut spielen würde dabei. Okay, komm. Dich kriege ich noch. Irgendwie. Ja, renn ach, Nate. Dann renn doch ach. Ich glaube, da wird Ut gerade auch gespielt. Oh. Ah, die Elena. Hi, Süße. Ich hab dich, na los. Jawohl. Ja. Hey, spring auf. Ach so, so rum. Hey, ich hab ihn was. Ja, Dankeschön, Livi. okay. Boah, geil. Das ist aber echt ein toughes Mädel hier, die Elena. Die gefällt mir. Boah, Mann. Und jetzt irgendwo noch hier springen. Aber am besten nicht auf der Reife drauf. Okay, do hier. Ich sehe es schon. Vorsicht. Oh, du blinkst schon. Und... Dankeschön, Süßi. Und jetzt fahr fort. Ach du Scheiße, Mann. Boah, das war mal wieder ein letzter Sekund. Uff, der letzte Trigger immer, der Kerl. Lecco mio. Ich glaube, das ist auch wieder Ut. Was doch gespielt wird. Das Instrument natürlich. Okay. Da holen wir auf jeden Fall die 2 Tage wieder auf dem Flieger. 17. Blinder Passagier. Ja, saugut. Haben wir noch unsere Waffe? Anscheinend nicht. Die lässt ja immer so regelmäßig fallen, wie es scheint. Damit ich mal immer wieder neue ergaunern muss. Naja, man könnte ja auch damit argumentieren, dass er beim Sprung irgendwie seine Waffe verloren hat. Ach, das wäre durchaus möglich. Oh. I. Herr Uff, du Weißbrot. Ah, na, was der wieder wie ich das schafft. Statt ihn einfach irgendwie jetzt totzuschlagen oder so, muss er sowas bringen. Alter, was das für ein fettes Schwein ist. Lass uns doch darüber reden, ist auch gut. Okay, wieder so fettes Schwein hier. Der ist mal kein großer schwarzer Pirat, kein Baobo, gegen den ich kämpfen muss, sondern so ein großes Weißbrot. Und dich mache ich platt, du fettes Schwein. Und bleib licker. Boah, und die Wüste außenrum, zu geil. Alter, bleib doch licker, du Fettsack.
Zack. Jetzt bleibst du aber bitte liegen. Ah, okay. Der bleibt nicht liegen. Das muss ich immer so machen. Oh, wie mies. Jetzt mache ich auch noch die Vorräte fort und jetzt erwischt's den Typ. Oh, ganze Vorratstruck, ach. Ganze Konvoi runter. Oh, was machst du aus so Sache, Nate? Oh. Alter. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Scheiße. Gott, wie das immer fett ausatmen muss. Wie das einfach immer nur alles fett ausatmen muss hier. Warum schießt der Typ immer noch auf mich? Alter. Alter. Gott, oh Gott, wie das immer nur alles total ausartet. Der kann auch nichts in aller Ruhe machen, der Kerl. Er muss immer so einen Scheiß drehen. Alter. Okay, das mache ich so. Mit dem Upper Punch. Ach du Scheiße. Nate, du Assi. Oh. Ich krieg kein Leben mehr. Ja, das hat sich jetzt erledigt. Verdammt. Okay, nochmal von hier aus. Boah, scheiße. Wieder diese Lawrence von Arabien Musik. Oh Gott, jetzt stürzt mal wegen meinem Scheiß auch noch ab hier. Okay, ich glaube, die hat es so schon zerlegt. Ne, die Mikro wirklich gar nicht. Und ja, ich habe noch während so einer Situation die Chance, wählerisch zu sein. Ach, scheiß drauf. Boah, Alter. Worst-Case-Szenario mal wieder. Schlimmstes Käse-Szenario. Boah, Alter. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht rausgesaugt wird. Noch hin geht's an, nee. Und das überlebt er natürlich auch. Immer ein Fallschirm. Alter, ja nee, ist klar, Mann. Was der wieder schafft, der Kerl. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, es ist ja schon geil animiert alles, aber das gibt's doch alles nicht, was der Kerl hier schafft. Jetzt sind wir aber Mitte im Nirgendwo gelandet. Okay, jetzt können wir nur da rumklettern an dem Ding. 18. Die Rub Al-Khali. Ja, scheiße, ne? Nicht mal ein Hut dabei. Das ist mal ein Crash in der Wüste. Boah, leck. Wir sind wahrscheinlich nicht mal ansatzweise in der Nähe von... ja, wir sind wahrscheinlich nicht mal ansatzweise in der Nähe vom Konvoi. Also erstmal tatsächlich dort hier, aber... boah, scheiße. Das kein episches Bild ist gerade. Alter. Großartig. Der Demolition Man. Also Nate ist definitiv der Demolition Man
wenn der sich mit M-Typ prügelt, dann passiert gleich sowas. Eskalation hoch 30 mit Nathan Drake, dem Demolition Man. Scheiß die Wand da. Und ich jetzt sage ja, liebe Leute, an der Stelle mache ich jetzt auf jeden Fall, wenn es Mitte in der Sequenz ist, ein Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 3, Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ian Yankee.